Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen wollen. Hallo zusammen, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Monumente, Kultur und Personen. Gerade heute, am 29. Mai 2016, am 100. Jahrestag der Schlacht von Versailles. Ihr seht da den Wilhelm III. Hinter mir. Möchte ich mit euch über eine Person sprechen, die im Jahr 1591 geboren ist, oder war, in Büttgen, also man sagt, es war in Büttgen, heutiges Kreis Kars, und die hier in Köln immer noch verehrt wird. Ich befinde mich aktuell auf der Kölner Weinwoche. Der Mensch, um den es heute geht, der hatte bestimmt auch noch viel mit Wein zu tun, weil damals gab es nicht viel anderes. Aber wie komme ich jetzt von der Weinwoche zu dem Menschen, der zwischen 1620 und 1648 die größten Erfolge in seiner Karriere hatte? Gucken wir mal, ich gehe mal einfach ein paar Schritte weiter. Ja, der, um den es heute geht, er wurde in einfachen Verhältnissen geboren. War aber am Ende einer der bekanntesten deutschen Reitergeneräle im Dreißigjährigen Krieg. Wie gesagt, von der Schlacht von Weißenberg 1620 bis zur Schlacht bei Dachau 1648 hat er alles miterlebt und war seit den 1630ern her Führer. Zunächst auf spanischer, dann auf kurkölscher, dann auf bayerischer und zuletzt auf kaiserlicher Seite. Erwähnt einfache Verhältnisse. Zum Schluss Reitergeneral wie jetzt so. Fangen wir doch mal einfach an, als er geboren wurde, als einer von 11 Kindern auf einem Bauernhof in Büttgen, beziehungsweise auf einem Hof in Büttgen. Dort hat er als eins von 11 Kindern natürlich am Hof mitgearbeitet. Kam also aus einfachen Verhältnissen. Als sein Vater starb, musste er natürlich mehr tun, um die Familie zu ernähren. Also fing er an, sich zu überlegen, wie mache ich, so verdiente er sich als Knecht auf anderen Höfen, um halt ein bisschen mehr zu verdienen. Und jetzt kommen wir zu einer Sage, die hier in Köln so ziemlich jeder kennt. Wir kommen zur Sage vom Jan von Werd. Was die meisten Kölschen kennen, ist die Szene vom Jan auf dem Pferd und im Gried am Straßenrand. Das kommen wir zu dem Punkt, wo Wahrheit und Sage, sprich Legende, zu einem werden. Nämlich der Geschichte, der Legende, der Sage, die hier in Köln fast jeder kennt. Jan hatte sich nämlich als Knecht in ein Mädchen verliebt. Das Mädchen, das hieß Griet. Und die hat er geworben. Er hat ihr auch einen Heiratsantrag gemacht. Er wollte sie haben. Doch Griet strebte nach Höherem. Der Jan, der war ihr nicht gut genug. Also lehnte sie sein Werben und seinen Heiratsantrag ab. Na gut, diesem Werben weg ließ Jan sich dann werben von einem, der in der Nähe war und gerade Soldaten suchte. Jan wurde Soldat, aus lauter Frust wegen dem Krieg. Aber das Glück, das war ihm hold. Und somit stieg er auf vom einfachen Landsknecht bis hin zum Reitergeneral. Und als er dann eines Tages als Reitergeneral durch die Severinstorburg hier wieder nach Köln einritt, kam er an einem Markt vorbei. Und auf dem Markt sah er seine einzige große Liebe, das Griet. Und so hielt er an und stieg ab und sagte nur zu ihr: Griet, wäret hätt je don. Griet, wenn es doch getan hättest. Und Griet antwortete ihm: Jan, wäret hätt je was. Jan, wenn ich das gewusst hätte. Er stieg darauf einfach wieder wortlos auf sein Pferd und ritt von dannen. Ja, das ist die Legende. Aber die Legende ist nicht ganz so fern von der Wahrheit. Und das werde ich Ihnen jetzt beweisen. Um das Jahr 1610 trat er als Söldner in die Dienste der spanischen Armee unter General Ambrosio Spinola ein. In den folgenden Jahren diente er in der Kavallerie und arbeitete sich dort bis zum Offizier hoch.
1620 nahm er als Kürassier, das ist so was wie ein Leutnant, an der Schlacht am Weißen Berg teil, der ersten großen Schlacht des Dreißigjährigen Krieges. Im Jahr 1621 wechselte Johann von Werth in kurkölnische Dienste. Bei der Belagerung von Jülich wurde er aufgrund seiner Leistung zum Rittmeister befördert. Rittmeister ist so was wie eine Hauptmann. Später kämpfte er unter Tilly bei den Truppen der katholischen Liga, wurde 1631 Obristwachtmeister im bayerischen Regiment Einatten. Im Dezember 32 erhielt Johann von Werth die Beförderung zum Obristen und das Kommando über das Regiment Einatten. In der Folgezeit gelangen ihm mehrere Siege gegen die schwedischen Truppen und so wurde er nach dem Sieg über ein schwedisches Korps bei Herrieden im Februar 1634 zum Generalwachtmeister. Am 24. August 1634 brandschatzten seine Truppen das mittelfränkische Wassertrüding. In der Schlacht bei Nördlingen am 6. September 1634 gelang es Johann von Werth mit seiner Kavallerie, eine entscheidende Wende der Schlacht herbeizuführen. Als Dank für seine Leistung in der Schlacht bei Nördlingen beförderte sein Dienstherr, der Kurfürst Maximilian I. von Bayern, ihn zum Feldmarschallleutnant und Generalwachtmeister. Außerdem sagte ihm Maximilian im Juli 1635 die Belehnung mit Gütern in Bayern, der Oberpfalz und Böhmen sowie mit den eingezogenen Kurpfälzer Lehnen der Herren von Helmstadt im Kraichgau in Ober- und Untergimpern sowie Bergwangen zu, die Werth Ende 1636 auch empfing. Kaiser Ferdinand II. Zeigte seinen Dank für den Sieg in der Schlacht, indem er Johann von Werth zum Freiherrn erhält. Also, das gibt schon ganz viel über diesen Menschen zu sagen. Mehr als in der Legende stand. Und deswegen sind wir heute hier. Auf dem Altermarkt in Köln am Reiterdenkmal von Jan von Werth. Heute bei Monumente, Kultur und Person. Über 1635 traten die Franzosen nach einem Bündnis mit Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar in den Krieg ein. 1636 belagerte der Herzog vergeblich Lüttich und drang anschließend ins Elsass ein. 1637 eroberten die Franzosen die Kutria-Festung Ehrenbreitstein bei Koblenz, die kann man übrigens heute noch besichtigen, und kontrollierten nun den wichtigen Handels- und Nachschubweg an dem Rhein. Johann von Werth, der bereits über 30 Siege gegen die Franzosen errungen hatte und da er als Franzosenschreck bekannt war, wie wir alle hier in Köln sind, wir haben die Franzosen ja auch, ne? Also ich sage ja nichts Neues, ne? Zog daraufhin von Köln aus, dass eine Rheinblockade fürchtete gegen die Festung Ehrenbreitstein. Nach seiner Belagerung, bei dem es ihm gelang, die französischen Truppen auszuhungern, kapitulierte die Festung am 28. Juni 1637. Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar überschritt im Sommer 1637 den Rhein bei Rheinau. Johann von Werth rückte abermals am 29. Juli mit 3000 Mann von Darmstadt aus heran. Im Zuge der Gefechte wurde Johann von Werth allerdings schwer verletzt. Eine Pistolenkugel durchschlug seine Wange und blieb im Hals stecken. Jedoch, Herzog Bernhard zog sich ins Elsass zurück. Am 3. März 1638 wurde Johann von Werth unter Herzog Bernhard durch den General Georg Christoph von Taupal in der Schlacht bei Rheinfelden, bei Nohlingen gefangen genommen. Sein Pferd war ihm mehr oder weniger unterm Hintern weggeschossen worden und er floh zu Fuß nach Nullingen zum Regiment von Joachim von Wahl. Er wurde auf Verlangen Richelieus, ja, kennt doch einer von diesen 3 Musketieren, an Frankreich ausgeliefert und verbrachte dort mehrere Jahre in Haft, bevor er am 24. März 1642 gegen den schwedischen General Gustav Graf Horn ausgetauscht wurde. Nach seiner Rückkehr aus der Gefangenschaft wurde Johann von Werth stürmisch in Köln empfangen. Der Kölner Kurfürst, Erzbischof Ferdinand von Bayern, ist ja ein Widerspruch, ne? Eine Bayer hier in Köln, aber was soll es, nahm ihn in seine Dienste und machte ihn im August 1642 zum Generalleutnant seiner Kavallerie bei Zons. Bis zum Herbst des gleichen Jahres hatte Johann von Werth Bedburg, Grevenbroich, Hülschrath, Liederberg, Mönchengladbach, Neersen und schließlich am 24. Oktober 1642 Düren erobert. Die Reste
der gegnerischen Truppen retteten sich bei Wesel über den Rhein. Beim Überfall am 24. November 1643 bei Tuttlingen gelang ihm fast die Gefangennahme des ganzen französischen weimarischen Heeres. Im selben Jahr wurde er Burggraf von Odenkirch. Am 31. März 1644 wurde Johann von Werth nach der Einnahme von Göppingen zum General befördert. Im Mai desselben Jahres erstach er nach einem Trinkgelage in Köln den Grafen von Merode, der ihn herausgefordert hatte. Nachdem am 14. März 1647 der Ulmer Waffenstillstand zwischen Frankreich, Schweden und Bayern geschlossen worden war, wechselte Johann von Werth mit Teilen seiner Truppen in den Dienst des Kaisers. Daraufhin hatte ihn der bayerische Kurfürst Maximilian I. erstmal ein bisschen säuerlich beiseite genommen und wollte ihm daraufhin mit einer Reichsacht, also sprich du und ich nehme dir alles weg, ihm die von ihm verliehenen Güter wieder einkassieren. Jedoch Kaiser Ferdinand III. Erklärte jedoch in Wien die von Maximilian verhängte Acht für nichtig und erhob Johann von Werth in den Grafenstand. Außerdem belehnte er ihn als Ersatz für die eingezogenen kurbayerischen Lehen mit der Herrschaft Benatek in Böhmen. Im Auftrag des Kaisers führte Johann von Werth dann noch eine letzte Schlacht bzw. einen letzten Feldzug gegen die Schweden und besiegte diese am 6. Oktober 1648 in der Schlacht bei Dachau. Seine aktive Laufbahn beendete Johann von Werth im Jahre 1650. Er zog sich auf das von ihm um einen zweistöckigen Flügelbau erweiterte Schloss im böhmischen Benatek zurück, wo er nach kurzer Krankheit am 12. September 1652 vermutlich an einer Blutvergiftung starb. Eine dritte Frau, Johanna von Kufstein, verabscheute ihren ungebildeten Ehemann und hatte auch einige außereheliche Beziehungen, aus denen auch Kinder entstanden. Als hätte Jan das gewusst, hat er in seinem Testament dann dafür gesorgt, dass nicht sie, sondern jemand anders all seine Güter erbt. Und damit schließen wir wieder an der Sage von Jan und Gret. Sitzt das Glied immer noch und es wird wahrscheinlich auf ewig da sitzen bleiben. Naja, das war für heute die Geschichte des Jan von Werth. Ich hoffe, ihr habt was gelernt, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich sehe euch bald wieder bei Monumente, Kultur und Personen.